So, von daher an der Stelle nochmal Servus YouTube, wa? Seid gerne live dabei. In 2 Wochen wieder, 18 Uhr. So, der Chico ist da, Servus. Ich habe keine Ahnung, der HSV, FCB. Ich weiß deinen Namen nicht. Ich brauche mal einen anderen Namen. Ich kann ja nicht immer HSV, FCB hier vorlesen. Ist ja wild. Ich habe noch keinen Mitgliedsausweis 25. Ich habe Mitgliedsausweis 24, 25. Da ist der Kaiser drauf. Mr. Mimi. Servus. Der neue kommt ja erst im Juli oder was. Leon, servus zusammen. Hoffentlich habt ihr einen guten Start in die Woche gehabt. Ich habe einen guten Start in die Woche gehabt, ja. Guten Abend zusammen und willkommen zurück zur Spannung in der Meisterschaft durch unser Unvermögen. Ach, nee. Nee. Ich habe mir das auch überlegt, so, dann dachte ich mir, nee, eigentlich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Also wenn man sich das Restprogramm anguckt, das ist ziemlich gleich, glaube ich. Nur mal so durchgescrollt gehabt. Was haben wir noch? 8 Spiele. Du kannst ja von den 8 Spielen 3 Unentschieden leisten oder 2 Niederlagen und bist immer noch Erster. Also. Nee, fühle ich nicht. Nee. Bin ich ausnahmsweise mal der Optimist hier in der Runde, Leute. Gehe ich nicht mit, ey. Sorry, kann ich nicht. Lass mich kurz gucken, bevor ich Scheiße erzähle. So, wir haben 25 Tore Vorsprung. Also glaube ich nicht, dass man das jetzt Leverkusen das in 8 Spielen jetzt noch aufholt. Also nochmal, können wir uns 2 Niederlagen leisten oder 3 Unentschieden. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, die Gegner sind, glaube ich, ziemlich gleich, oder? Wollen wir mal Wenn die gucken. Gegner sich nicht so dämlich anstellen würden von Leverkusen. Ich habe mir das Spiel ja angeguckt. Das kannst ja keinem erzählen. Führst 3-1 und verlierst 4-3. Jo. Wir haben auch 2-0 gegen Bochum geführt, haben 3-2 verloren. Das war ja auch Wettbewerbsverzerrung, wie wir alle gelernt haben. Ja, wer sagt das denn? Boah, Presse, Medien, Rummel, Gedöns, Social Media. Such dir was aus. Weißt du, gleich ein guter Einstieg. Komm, wir gucken uns mal die Spieltage an. Also, 27. Spieltag. Leverkusen gegen Bochum, wir gegen Pauli. Ja. Da bist du mit Pauli ja noch besser bedient, weil die haben schon 5 Punkte vor Bochum. Bochum hat also mehr Druck. Also, kannst du schon mal von ausgehen, dass beide gewinnen werden. 28. Spiel. Wir spielen in Augsburg, das ist ein schweres Spiel. Leverkusen spielt in Heidenheim. Ja, das ist eventuell ein kleiner Vorteil für Leverkusen. Sind wir mal pessimistisch. Spiel mal unentschieden. Haben wir nur noch 4 Punkte. 29. Spieltag. Spiel mit zu Hause gegen Dortmund. Ist eine safe Nummer für mich. Mache ich mir gar keine Kopfschmerzen. Leverkusen spielt gegen Union. Würde ich glatt behaupten, wenn die so mauern, wie sie gegen uns gemauert haben, wird sich auch Leverkusen schwer tun, ohne ihren Wirzi. Ja, bleiben wir pessimistisch. Sagen wir, bleibt bei 4 Punkten. 30. Spieltag spielen wir in Heidenheim. Alles gut, Selbstläufer. Leverkusen spielt in Pauli. Sollte auch für Leverkusen möglich sein. 4 Punkte. 31. Spieltag, wir spielen gegen Mainz zu Hause. Kein einfaches Spiel, wenn man die Saison sieht. Musst du aber gewinnen, du spielst zu Hause. Punkt, Feierabend. Leverkusen spielt gegen Augsburg, ist auch nicht einfach. Weiterhin 4 Punkte. 32. Spieltag, wir spielen in Leipzig. Schweres Spiel. Könnte man vielleicht ein Unentschieden spielen. Leverkusen spielt in Freiburg, ist auch nicht einfach. Sind wir super pessimistisch, haben wir noch 2 Punkte Vorsprung, weil wir Unentschieden spielen. Im schlimmsten Fall 1 Punkt, wenn wir verlieren sollten. Dann spielt zu Hause gegen Gladbach. Schwieriges Spiel, ja. Heute ist der vorletzte Spieltag, willst du Deutscher Meister werden, muss der Fokus da sein, musst du gewinnen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Leverkusen spielt gegen Dortmund. Für Dortmund kann es dann noch um Europacup gehen. Champions League nicht mehr mit 10 Punkten Rückstand oder was die haben, aber auf jeden Fall noch Europacup. Von daher alles gut. Und dann haben wir den letzten Spieltag, spielen wir in Hoffenheim. Das sollte machbar sein am letzten Spieltag. Und Leverkusen spielt in Mainz, was mit Sicherheit auch nicht einfach wird.
Vielleicht geht es da sogar auch noch um die Champions League für Mainz. Also dazu noch Derby, Rhein-Derby. Also, heute alles ist gut. Habt ihr mitgerechnet, ja? Also deutscher Meister, Feierabend. Beweisführung abgeschlossen. Olli, servus. Ja, komm, jetzt mal ernsthaft. Gucken wir nur auf uns. Die letzten 8 Spiele ist Pauli zu Hause, habe ich gerade gesagt, musste gewinnen. Spielt's in Augsburg. Ja, da tun wir uns schwer öfters. Ja, schon richtig. Aber nochmal, also wir haben es ja bisher immer hingekriegt, den Fokus zu haben, oder? Also wir müssen von den 8 Spielen 2 verlieren und ein Unentschieden spielen. Damit es nochmal... Und Leverkusen muss erstmal alles gewinnen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Also Leute, komm, lassen wir die Kirche im Dorf. Wir können anfangen zu zittern, wenn es 2 Punkte sind, dann können wir drüber reden, ja, weil dann heißt Niederlage und Leverkusen zieht vorbei. Vorher bin ich da relaxed, allein weil wir 25 Tore Vorsprung haben im Torverhältnis. Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Du warst auch sehr relaxed beim Spiel gegen Union und 3 Sekunden später stand es 1-1. Also gebe ich da nichts mehr drauf. Ja, war ich trotzdem relaxed. Oder was? Passiert halt. So ist das halt, wenn du einen jungen Torwart im Tor hast, musst du sowas halt mal hinnehmen. Und ich ziehe mich da auch nicht dran hoch. Also ich spreche ihn da von jeder Schuld, also ich spreche ihn nicht von der Schuld frei, dass das Tor kassiert hat, das ist schon sein Dingen. Aber es kann ja nicht sein, dass du in dem Spiel, wo du 80% Ballbesitz hast, Alter, und 57% Zweikämpfe gewinnst, was? 1,5 Torchancen hast. Also, sorry. Ja. Und dann musst du nochmal sehen, dass da, wo er dann den Fehler gemacht hat, da stehen 4 Bayern und keiner steht in der Mitte, oder was? Und keiner... Also nee, das ist mir zu billig. Ja, hättest du mal nicht nach einer halben Stunde das Fußballspielen einstellen müssen aus Bayern-Sicht. Und aus Trainersicht, Junge, Alter, du musst halt einfach mal wechseln, oder was ist los? Was stimmt denn in seinem scheiß Schädel nicht in diesem Spiel, Alter? Ja, 2 Spiele vorher macht er die Rotation seines Lebens. Dann spielst du gegen Union, Alter, und du siehst, du hast keinerlei Durchsetzungskraft, du hast keinerlei irgendwas. Da dümpelt ein Harry Kane 90 Minuten rum, weiß kein Mensch warum. Da dümpelt der rum und der dümpelt rum, der Musiala dümpelt rum, alle dümpeln rum, Alter, und es wird nicht reagiert. Egal, komm, lass weiter rumdümpeln. Katastrophe. Und dann mache ich das 1:0 und dann wechsle ich noch einen Defensiven ein, oder was? Also, sorry. Das war nicht mein Karma, das war das Karma von Company, dass man da einen Offensiven rausnimmt und einen Verteidiger einwechselt. So ein Ding nämlich. Ja, hast du nämlich zu Recht das 1:1 kassiert, Alter. Was ist das denn für eine Art und Weise? Junge, Junge. Nee. Also das Spiel haben wir vorne verloren, indem wir vorne einfach irgendwann das Fußballspielen eingestellt haben. Wir haben bis zum 16er gespielt und dann immer quer, ringsherum, Ringelpitz mit anfassen. So, wir sind einmal auf die Grundlinie gegangen, da ist ein Tor gefallen und dann haben wir uns gedacht, ja komm, einmal reicht aber auch in 90 Minuten, oder? Ansonsten rennen wir wie bekloppt einfach immer durch die Mitte und über die Halbposition und laufen einfach immer auf die Unioner drauf und ja, keine Ahnung. 14 Ecken, wovon 14 Ecken einfach Note 6 waren. 2 oder 3 Freistöße, die alle zum Kotzen waren. Ja, sorry, da muss man sich nicht beschweren. Und da muss man jetzt auch nicht das Fass Urbich aufmachen. Och, ja. Was jetzt? Junge, der ist 21 Jahre alt. Ja. Der ist auch schon davor einmal durch den Strafraum gesegelt. Da war das Tor auch leer. Da hätte er halt auch einkassieren können. Ja, ist halt so. Ja. Wild. Nee, also da sind ganz, ganz viele dran schuld, aber mit Sicherheit nicht der Urbich. Kannst du allein schon den Trainer in die Verantwortung nehmen, Alter. So ein Ding. Gib das mal an Uli weiter. Für Uli ist auch die Meisterschaft am wichtigsten. Blondie, kannst du ruhig machen, alles gut. Naja, es stimmt ja auch nicht. Gegen Leverkusen, man muss ja da stark in der Champions League.
Ja, also ich sehe Inter jetzt nicht als Stolperstein, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, Oli, ja, hast du gesehen, oder? Ohne Rotation läuft's. Maurer. Moinsen. Ach ja, alles gut. Wie gesagt, du kannst ja bei Union auch in Unentschieden spielen, ne? Aber die Art und Weise, ja, du musst halt aus 80% Ballbesitz und nochmal und aus 57% gewonnene Zweikämpfe musst du einfach mehr machen. Als wie 4 Schüsse aufs Tor, wovon irgendwie einer gefährlich war. Und den hat ausgerechnet noch Sané verwandelt, Alter. Daran siehst du schon, wie gefährlich wir waren. Ja, so ein Ding. Trainer, also die Trainerentscheidung war eine Katastrophe gegen Union. Ich denke, das können wir, da sind wir uns alle einig. Also du kannst nicht nur einen Spieler auswechseln. Habe ich nicht verstanden, sorry. Gerade in so einem Spiel musst du dann einfach mal, ja, ich meine, allein schon der Faktor, wie man immer so schön sagt, das goldene Händchen. Ich meine, gut, Sané hat ja dann das Tor gemacht, kannst ja das goldene Händchen nennen, aber ja, eins reicht halt nicht, ne? Wie wir gesehen haben. Und ist ja auch völlig klar, dass Union zum Schluss aufmacht, Alter, wenn es nur 1-0 steht. Ist doch auch logisch. Ja, ich sehe Inter nicht als Favoriten bei uns. Nö. Sehe ich nicht. Aber muss ich auch nicht. Vielleicht belehren sie mich auch. Ist ja auch alles gut. Aber Champions League ist, wie gesagt, erstmal eher Meisterschaft ist das, was zählt, Alter. Champions League ist Bonus. Aber schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. 8.4. war. Erstes Spiel zu Hause. Da kannst du schon mal die Weichen stellen, weil auswärts tun wir uns ja manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, ich weiß nicht, wer Leverkusen als Favorit hingestellt hat. Ich so ein bisschen, ja. Aber ich denke mal, in unserem Verein wird keiner Leverkusen als Favorit hingestellt haben. Vielleicht auch die Medienlandschaft, ja, aber halt auch nur bedingt durch das Spiel in Leverkusen, ne, was wir vorher gespielt haben. Aufgrund unserer Heimspiele wäre ja keiner auf die Idee gekommen, Leverkusen als Favoriten hinzustellen. Ja, keine Ahnung, ich habe von Inter nichts gesehen diese Saison, aber so auf dem Papier denke ich, sollten wir an unsere Leistungen anknüpfen, wie wir sie gezeigt haben gegen Leverkusen, sollte auch Inter möglich sein. Ne? Aber Tagesform, ne? Wir haben es ja jetzt wieder gegen Union gesehen. Ja. Beziehungsweise diese Saison ja schon das ein oder andere Mal. Auch, dass wir keinen Plan B haben. Ich weiß nicht, wie abgewichst Inter ist. Immerhin eine italienische Mannschaft. Ich weiß nicht, ob da noch so viele Italiener spielen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ne? Bin gespannt. Aber wie gesagt, bis dahin geht da noch ein bisschen Zeit ins Land. Erstmal Länderspielpause. Es ist wichtig, dass unsere Jungs da wiederkommen, vernünftig. Weil wie kann die Meisterschaft nochmal spannend werden? Ja. Ich denke, wir haben es gesehen, wa? Wenn so ein Musiala oder so ein Harry Kane keine Form haben, das haben wir jetzt gesehen gegen Union, dann wird schwer. Ne? Dann wird schwer. Und das war nur Union. Das ist unser Flaschenhals halt, ne? Wenn da 1 oder 2 ausfallen, dann wird es richtig knackig, ja. Dann bist du auf Serge Gnabry angewiesen, der wieder eine überragende Leistung gezeigt hat gegen Union Berlin. Ja. Und auf den Thomas Müller als Neuner oder was? Dann grandios. Aber so bleibt es wenigstens ein bisschen kitzlig, ne? Müssen wir mal so sehen. Wäre schon geiler Lauf. Leverkusen, Inter, Barca, Dortmund, Munich. Aber wer sagt denn, dass Barcelona weiterkommt? Warum kommt denn nicht Dortmund weiter? Letztes Jahr auch keiner mitgerechnet, dass Dortmund im Halbfinale steht. Oder im Finale. Hm? Finde ich ja auch witzig, dass alle schon davon reden. Ja, Barcelona geht weiter, na klar.
ist wie Liverpool, oder? Liverpool, nach der Vorrunde waren die eigentlich schon Champions League-Sieger, oder? Ja. Ich glaube, die sind nicht mehr dabei. Ah, schön, oder? Was auf dem Papier immer so klar ist, ne? Ist schon schön. Ja, Champions League ist wie immer, wie jeder Pokalwettbewerb. Ich meine, mit Hin- und Rückspiel hast du übrigens immer noch mal eine Chance, irgendwas auszugleichen. Aber am Ende ist es einfach Tagesform. Ne? Aber es war ja schön zu sehen, dass wenn wir gute Tagesform haben, wenn wir den Willen haben, wenn wir als Mannschaft da sind, reicht es auf jeden Fall für diese Art Gegner. So, das ist doch das Wichtige, was wir mitnehmen, denke ich. Vapezilla, servus liebe Bayern-Fans. Bin mal der Neue hier. Ja, servus. Willkommen. Eine gute Sache hat es, Knappi macht in den letzten 5 Spielen gefühlt immer 100 Scorer. What, der Knabri in den letzten 5 Spielen gefühlt immer 100 Scorer macht und vielleicht rettet er einen Punkt. Okay. Hast du die Hütchen vergessen für Sarkasmus, oder? Und zu dem Sané-Faktor sage ich gar nichts, oder? Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Aber ich meine, der Eberl hat es ja auch indirekt gesagt, so, die wichtigen Spieler sind ja die Verträge verlängert. Jetzt können wir uns um die Gurken im Team kümmern. Weiß ich nicht, ob so ein Leroy und so ein Thomas das so geil finden, aber ja. So ist es halt. Ja, war ja keine Niederlage, war? Nee, wie gesagt, ich mache mir auch noch keine Sorgen. Wir haben es ja gerade durchgeguckt, so Restprogramm ist ziemlich ähnlich. Auch viele gleiche Gegner sogar. Und ganz ehrlich, wenn du Meister werden willst, ja, sorry, dann musst du die Gegner, die da kommen, musst du sie halt auch schlagen. Ja. So, die meisten schweren Spiele haben wir zu Hause. Wir haben Mainz zu Hause, wir haben Dortmund zu Hause, wir spielen in Leipzig, ja, wir haben Gladbach aber zu Hause. Also es gibt keine Ausreden, Leute. Ganz einfache Kiste. Ja, Punkt. Und wenn man durchguckt, haben wir ja nur noch Pauli, Heidenheim, wo man sagt, jo, das ist so ein Gegner, die unten stehen, wo wir uns ein bisschen schwerer tun würden, und Hoffenheim. Also. Der Rest sind ja schon Gegner, die wahrscheinlich. Ich denke schon, dass Mainz versuchen wird, mitzuspielen auf ihre Art. Ich glaube nicht, dass die sich so verstellen werden. Genauso wie Leipzig auswärts. Gladbach wird sich hinten reinstellen und kontern, wie immer. Was anderes können die eh nicht. Aber auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Von daher, alles gut. Alles gut. Wie gesagt, wir können gerne zittern, wenn 2 Punkte sind. Vorher zitter ich noch nicht. Aber klar, so ein Erlebnis, wie es Leverkusen jetzt hatte, wieder Nachspielzeit, bla, Sülz, kann für die natürlich nochmal einen Schub geben, ne? Dran zu glauben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das sollte klar sein. Naja, ich finde das jetzt nicht schwieriger. Wie gesagt, viele sind doch sogar dieselben Gegner, die wir haben. Wir sind ja gerade einmal durchgegangen, also ich sehe da jetzt nicht die großen Unterschiede. Und nochmal, uns liegen ja eher Gegner wie Leipzig, wie Dortmund. Da sind wir ja fokussierter, als wenn da Tuffershausen kommt anscheinend. Von daher ist das doch auch alles gut. Piet, rot-weiße Grüße aus Berlin. Hallo Kai, ich hoffe, es geht dir gut, trotz des Patzers des FC. Ja, klar geht's mir gut. Da war sie wieder, die Berliner Mauer, wie in alten Urs Fischer-Zeiten. Ja, hat mich wahnsinnig überrascht, ne? Das war richtig schwere Kost. Teilweise musste ich aufstehen und frische Luft schnappen. Nichts für Fußballgummis. Nee. Aber ich hatte mir sowas schon gedacht. Hätten wir unsere Hausaufgaben gemacht und gegen Pauli und Kiel gewonnen und gegen den BVB keinen Systemausfall gehabt hätte, brauchen wir vielleicht auch anders spielen lassen.
Ja, also ich war davon überrascht. Ich habe das nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir sehen Baumgart-Fußball, den haben wir auf jeden Fall nicht gesehen. Aber ja, aus Unioner Sicht haben sie alles richtig gemacht, ne? Und wir halt super ideenlos. Aber das sind wir die ganze Saison schon, wenn Gegner gut verteidigt. Ja, fehlen uns die Ideen. Von daher hat man das gemacht, was man kann. Ja, und es hat gereicht, ne? Natürlich ein bisschen glücklich, aber so ist Fußball. Ja, das werden wir ja sehen, ob er verletzt wiederkommt oder nicht. Das kannst du ja eh nie beeinflussen. Das gehört halt dazu bei unserem Verein, ne? Dass du die Spieler abstellen musst. Ja, man sollte kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Man soll das auch Dortmund nicht auf die leichte Schulter nehmen. Oder Mainz oder Leipzig oder selbst Pauli nicht, die nichts zu verlieren haben, für die das Spiel des Jahres ist. Aber das alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist Bundesliga, Alter. Also wenn du in der Bundesliga ein Spiel auf die leichte Schulter nimmst, dann wirst du ganz schnell aufwachen. Ich denke, das hat Bochum gezeigt, oder? Auch wenn wir dann die Ausrede hatten, dass wir zu 10 waren. Also. Aber das, Jungs, wir sind der FC Bayern. Also, wenn das einer weiß, dann der FCB, oder? Und da wir jetzt mit unseren ganzen gottähnlichen Führungsspielern verlängert haben, können die ja dann zeigen, dass wir Führungsspieler sind. Findest du Kimmich nicht gut oder warum der Titel? Dann liest dir den Titel doch nochmal durch. Was steht denn im Titel? Warte, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Und Gott Kimmich steht da. Wie kommst du denn darauf jetzt, dass ich den Kimmich nicht gut finde? Dann müsste ja da stehen Pfeife Kimmich. Oder Lutscher Kimmich oder... Steht doch Gott Kimmich. Gott Josua itself. Siehst du auch nicht jedes Mal den in der Allianz Arena den Lichtschein, der von oben runterstrahlt auf Josua? Also wild. Wilder Take, Max. Ja, mal abwarten, ob Leverkusen Pokalsieger wird, wa? Die müssen auch erstmal gegen Bielefeld weiterkommen. Ja, wir holen uns den Pokal nächstes Jahr wieder, ja. Das erzählen wir jetzt seit was? Seit 5 Jahren oder was? Wild. Thales, Servus. Warum ist man denn empört, wenn man Gott sagt? Verbindest du Empörtheit mit Gott oder was? Wir sind deine Top 5 Bayern-Spieler, habe ich nicht. Ach, guck mal, lag ich ja richtig mit meinen 5 Jahren. Wild. Nee, wir können das Thema Kimmich kurz aufmachen, ist ja kein Problem. Also Gott Kimmich ist bei mir immer Gott, weil Kimmich sich selber als Gott sieht in dieser Mannschaft, deswegen heißt er bei mir Gott Kimmich. Oder Gott Josua eigentlich. Dass der Vertrag verlängert wurde, finde ich fein. Alles gut. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Gibt es ein extra Video auf meinem Kanal. Es gibt 2 Wege. Ja, entweder verlängerst du mit ihm, dann ist das fein. Seine sportlichen Leistungen sind gut diese Saison. Oder du verlängerst nicht und setzt auf neue Spieler, was in meinen Augen genauso gut gewesen wäre. So. Was man kritisieren kann, ist, dass man dem Gott 4-Jahres-Vertrag gibt mit 30. Weiß ich nicht. Ich meine, ja, ich verstehe es, weil Kimmich nie verletzt ist, immer spielt. Ja, das muss man ihm zugutehalten. Von daher ist das noch eine Sache, die man argumentieren kann. Finde ich trotzdem schwierig. Wird die Zeit zeigen, ob das gut war oder nicht. Dass er 20 Millionen bekommt, ja, alles gut. Ja, da ist man auch selber dran schuld, wenn man Jamal Musiala 25 zahlt und Fonzie Davies auch an die 20, dann muss man Kimmich auch 20 zahlen. So, da gibt es gar nichts drüber zu rütteln. Ja. Da habe ich auch gar keine Kopfschmerzen mit. Muss natürlich dann jetzt im Sommer zusehen, dass du ein Palinja los wirst. Am besten ein Goretzka noch hinterher. Ja. Anders wird es nicht gehen. Du hast dich jetzt für Kimmich entschieden, also musst du alles andere drumherum weghauen. Ja. Weil wie ihr alle wisst, aus Erfahrung, Kimmich spielt immer. So, das heißt, du hast eine Position blockiert. So. Du hast aktuell
Goretzka, Palhinha, du hast Pavlovic, du hast Conny Leimer, ich weiß man schon gar nicht mehr, dass er eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist. Und du hast einen Tom Bishop verpflichtet für nächste Saison. Das heißt, du hast 6 zentrale Mittelfeldspieler. Kimmich spielt immer, also hast du 5 Spieler für eine Posi. Meinetwegen tun Conny Leimer weg. Ja, wenn du darüber nachdenkst, einen Boué abzugeben und nur einen Stani zu behalten, hast du noch einen Conny als Rechtsverteidiger. Hast du immer noch 5. Heißt, du kannst immer noch 2 weghauen. Ja, da musst du den Weg gehen. Ist ja auch fein. Ne? Ja. Aber wir werden die nächsten 4 Jahre halt immer Josua sehen. Und das ist ein Ding, was mir persönlich auf den Sack geht. Ich habe kein Problem damit, dass er geblieben ist. Ich hoffe, es wird dann so sein. Wenn ich dann so Leistungen sehe wie gegen Union Berlin, wo es ja noch einigermaßen okay wäre, aber wir werden wieder Leistungen von Josh sehen, die unterirdisch sind und dann muss er halt einfach mal ausgewechselt werden. Ja. Und er muss halt einfach auch mal eine schöpferische Pause kriegen zwischendurch. Und nicht immer, Kimmich spielt immer, egal gegen wen, und dann ist er in den wichtigen Spielen wieder überspielt. Dass er das will, dass er sich so sieht als, was weiß ich, ist ja alles gut und schön. Dann muss der Trainer ihn halt mal schützen. Ja. Und der andere Faktor, der Trainer muss ihn dann auch mal einbremsen. Dass ein Kimmich nicht meint, er spielt 4 Positionen, sondern dass man sagt, Josh, komm, du bist ja König Josh, es reicht, wenn du 2,5 Positionen spielst. Ja. Dann kann ich mich damit anfreunden die kommenden Jahre. Das wird die Zeit zeigen. Ja, aber wenn ich jetzt so ein Tom Bishop wäre, dann würde ich mich fragen, oh, ja, eigentlich kann ich mich gleich wieder für 4 Jahre verleihen lassen. Weil wir kommen wieder dahin, wie es die letzten Jahre war, gehen die ganzen Zentral-Mittelfeldspieler durch, die verpflichtet wurden. Ja, die alle ihre 4 Spiele gemacht haben und dann den Verein wieder verlassen haben. Darauf wird es wieder hinauslaufen. Aber gut, der Verein hat sich dafür entschieden und wenn Kimmich die sportlichen Leistungen bringt wie dieses Jahr, ist das für mich fein. Da müssen wir uns nicht aufregen. Wenn er das dann noch hinkriegt, sich mal ein bisschen im Zaun zu halten und nicht dem Partner neben ihm den Raum wegnimmt im zentralen Mittelfeld, dann ist das auch alles gut so. Die Bomis namend. Wie wär's mit Woldemort als Stürmer Nummer 2? Keine Ahnung, weil er jetzt eine gute Halbserie gespielt hat? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe den 2-mal gesehen bei Stuttgart. Also Fakt ist, du wirst auf jeden Fall einen zweiten Stürmer brauchen nächstes Jahr. Also es steht ja auch noch nicht mal sicher, dass Harry Kane nächstes Jahr noch bei uns ist. Wer sagt das? Mal abwarten. Mal abwarten, Leute. Erst recht, wenn man Eric Dyer jetzt nicht verlängert. Harry Kane hat eine Ausstiegsklausel. Ja, vielleicht sagt der Harry dann wieder nach 2 Jahren, jo, war ein schönes Abenteuer in der Bundesliga. Hobby. Welche Note würdest du lieber Sané gemessen an der Erwartungshaltung für die letzten 5 Jahre geben? Ja, hast du doch schon geschrieben. 5. Katastrophe halt. Sorry. Ich meine, wenn ich ein bisschen differenzierter gucke, wird es vielleicht eine 4 werden. Aber also bei dem, was er kann, ist es eine 5. Sorry. Ja, dasselbe gilt aber für Gnabry auch. Wenn du siehst, was diese Spieler können, wenn sie denn wollen und wenn sie, weiß ich nicht, genug gestreichelt werden, genug Zucker in den Arsch geblasen werden, wenn sie dann haben wir diese Saison noch nicht gesehen, aber wenn sie dann mal ihre 10, 15 Spiele haben im Jahr, ja, wenn du siehst, was sie könnten, dann kommst du halt nur auf eine 4 oder 5. Und das über diese 5 Jahre. Du hast ja nicht eine Saison gesehen, wo er mal konstant gut war. Ist ja. Gürke Köres kenne ich nicht. Harry darf nicht gehen, ja. Dürfen tut er schon mehr eine Ausstiegsklausel hat, ja. Mal abwarten. Ja, aber Leute, wir brauchen jetzt noch nicht anfangen, was im Sommer passiert. Ja, im Sommer ist erstmal die Agenda ganz klar für unseren Verein Kohle einnehmen, das heißt Spieler verkaufen. Ja, das wird schwer genug. Abgesehen von Coman sehe ich keinen, wo du ja, vielleicht wirst ein Tell los mit ein bisschen Glück.
wenn der Knoten noch platzt in Tottenham und das war's. Das sind deine Geldeinnahmequellen. Ja, wenn ein Boe los wirst, was kriegst du denn für ein Boe? Was hast du bezahlt? 30, 35? Wenn der nicht noch irgendwie jetzt die nächsten 10 Spiele auf einem super hohen Level spielt, aber dann würdest du ihn auch nicht abgeben. Also was bekommst du für den Spieler? 15? Wenn es ganz wild wird und du einen ganz heißen Kandidaten hast, mit viel, viel Glück 18? Ja, grandios. Was kriegst du für einen Palinja? 51 gezahlt, der ist was? 31, 32? Junge, da kannst du auch froh sein, wenn du jemanden findest, der dir 20 zahlt. Ja. Weil die wissen natürlich auch, die Spieler willst du loswerden. So, da kommt ja keiner und sagt, oh, jetzt der Palinja, der ist mein Mann. Komm. Ja, ist jetzt noch mal ein Jährchen älter, aber wisst ihr was? Komm, ich zahle euch trotzdem 40. Wird nicht passieren. Ja. Da brauchen wir ja nicht von träumen. Ja? Katastrophe, was wir da an Verlust fahren werden. Ja? Ist halt so. Ja, eben, Olli. Sehe ich genauso. Ja, Niebe darfst du nicht verlängern. Wie gesagt. Und Gnabry wirst du nicht loswerden. Auch mal davon abgesehen, dass er der beste Bro von Josh ist. Ja, wirst du den wahrscheinlich die nächsten 4 Jahre noch mit durchziehen. Ein Goretzka, wenn ich da lese, dass das auch da, ja, muss er verlängern, Alter, dann kriege ich dann drehe ich ab. Ja. Ich weiß auch nicht, mit welcher Berechtigung der jetzt wieder Nationalspieler geworden ist und so den Himmel gelobt wird, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, alles gut. Leon hat es ordentlich gemacht, ja. Aber da war jetzt auch nichts, wo du sagst, boah, Alter, das ist der Leon von früher oder das ist überragend oder sonst was. Leute, das war mal gute Bundesliga-Leistung. Ja, grandios. Nach 2 Jahren Graupenscheiß, den er gespielt hat. Junge, Katastrophe. Aber anderes Thema. Nächstes Jahr erst. Nächstes Jahr beschäftigen wir uns mit Serge und mit Leon, weil die werden beide nächstes Jahr wieder in dieser Mannschaft sein und werden beide sich die 17, 18 Mille reinpfeifen und dann werden die Verträge auslaufen und dann werden wir sehen, ob die verlängert werden. Ja. Ich denke, wir können das so sehen. Wenn Leroy jetzt verlängert wird noch, sollte das wirklich passieren, diese Farce, dann kannst du davon ausgehen, dass ein Goretzka und Sané auch noch verlängert werden. Ein Gnabry verlängert werden nächstes Jahr. Weil die wollen nirgendwo anders hin. Die kriegen nirgendwo anders das Geld, was sie bei uns kriegen und haben nirgendwo diese Wohlfühl-Oase. Ja? Nee, warum bin ich denn negativ? Also ich bin gerade ja... wo bin ich denn negativ? Was ist denn los mit dir, Baumi? Hast du nicht von Anfang an hier, oder was? Ich habe gerade vorgerechnet, wie einfach wir deutscher Meister werden und habe gesagt, dass Inter für uns kein Stolperstein ist. Also ich weiß nicht, was daran negativ ist. Über die Spieler, die wir gerade sprechen, ja, über die sprechen wir seit 3 Jahren und die sind seit 3 Jahren Gruppenspieler. Ich denke, das kann man so klipp und klar sagen. Und wenn das dann negativ ist, dann ist das negativ. Ja, völlig zu Recht. So, oder willst du irgendein Argument bringen, dass ein Sané, dass ein Coman oder ein Serge Gnabry diese Saison ansatzweise an eine Leistung von einem Michael Olise drankommen? Ich denke, wir sehen, was eine neue Generation Spieler ist. Das ist ein Michael. Ja, der steckt alle 3 zusammen von den Daten her in die Tasche, Alter. Ja, und das kann man auch mal klar äußern, dass das Nulpen sind. Und das ist auch nicht zu negativ, dass man sagt, man wird die nicht los. Man ist die letztes Jahr schon nie losgeworden. Also. Nee, alles gut. Also ich habe es ja vorhin gesagt, Meisterschaft ist für mich, mache ich mir da noch keine Sorgen. Wenn wir 2 Punkte nur noch Vorsprung haben, dann können wir anfangen zu zittern. Vorher alles gut, Leute. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Gegner haben werden, der diese defensive Qualität hat wie Union. Weil die haben es schon wirklich stark gemacht defensiv, das muss man auch mal sagen. Mein Gott, geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ja? Also ich mache mir da nicht so die Sorgen. Uli, ich kriege da schon Föhn, wenn der überhaupt verlängert wird. Und wenn es nur 10 Millionen sind. Selbst 10 Millionen sind zu viel für einen Leroy. Sorry. Für was? Für was? Für was auf die letzten... Ey, normalerweise, ganz ehrlich, ich meine, Wunschdenken hoch 10, ja. Aber noch, wenn du die letzten 5 Jahre nimmst, der gute Mann hat bei uns 100 Millionen kassiert für 5 Jahre. Ja.
Wenn er jetzt sagt, ey, ich möchte super gerne beim FC Bayern bleiben, ja, dann müsste der FC Bayern sagen, Leroy, gar kein Problem, zahlst uns 5 Mille pro Saison, dann darfst du hier bleiben. Das wäre doch mal ein Take, oder? Dann kann er bei seinen Kumpels bleiben, bei Musiala und beim Serge und was weiß ich, alle. Und ist doch gut. Hat doch 100 Mille liegen. Ist doch gar kein Problem, oder? Zahlt er mal 5 zurück pro Saison. Ja. Das wäre mal ein Take. Aber man darf ja nicht vergessen, beim FC Bayern hast du quasi eine Garantie auf dem Titel, wenn alles normal läuft. Ja. Kann man doch auch mal Geld für verlangen, dass man die Chance noch hat. Mit den Grottenleistungen, die man die letzten 5 Jahre gebracht hat, Alter. So ein Ding nämlich. Was hältst du von den viel diskutierten Transfergerüchten über Florian Wirtz und den gegenübergestellten Sparmaßnahmen für das Festgeldkonto? Ja, also erstmal Festgeldkonto. Ja, was da ja irgendwie im Raum steht, muss mir mal jemand erklären, weil das raff ich nicht. So. Also setzen sich alle dahin und erzählen, der FC Bayern hat kein Geld mehr auf dem Festgeldkonto. Richtig? Das ist der Tenor, den wir hören. Ja. Wir sind eine AG, ist auch klar. Wenn ihr euch jetzt mal die Geschäftsberichte anschaut der letzten Jahre, Jahrzehnte, whatever, wie weit ihr zurückgehen möchtet, weiß ich nicht. Weiß nicht, wann das Festgeldkonto angeblich geschmolzen ist. Da müssten da ja rote Zahlen stehen. Ich habe noch keine roten Zahlen gesehen. Sorry, wo? Wo sind rote Zahlen? Das heißt, rote Zahlen müssen kommen, damit das Festgeldkonto schmilzt. So, ich habe keine roten Zahlen gesehen. Selbst nach der Harry Kane-Verpflichtung haben wir keine rote Zahlen gefahren, weil wir genug Kleinzeug verkauft haben, um das wieder reinzuholen. Also sehe ich gerade nicht, sorry. Können euch gerne eines Besseren belehren nächstes Jahr auf der Jahreshauptversammlung, wenn die Zahlen bereitgestellt werden. Ich wage zu bezweifeln, dass da irgendein Minus von 50 Millionen oder sowas steht. Ja. Das ist gerade viel, viel dummes Gelaber irgendwie. Keine Ahnung warum. Vielleicht um einen Preis zu drücken für Florian Wirtz, um das so darzustellen, dass man nicht so viel sich leisten kann. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nochmal, wir müssten ja rote Zahlen schreiben. Du musst ja alles offenlegen als AG und wir sind eine ausgegliederte AG, also kann das Festgeldkonto ja nicht geschmolzen sein. Es sei denn, Uli hat es verzockt oder Uli musste seine Steuerschulden zahlen oder sowas. Dann ist es geschmolzen. Aber dann ist es ja, dann muss es ja schwarz geschehen sein. Oder Kalle hat sich neue Uhren bestellt aus Dubai oder sowas. Aber ansonsten müsstest du ja rote Zahlen haben, haben wir ja nicht. Also nee, mit dem Festgeldkonto, Schmilzen des Festgeldkontos gehe ich nicht mit. Zu Florian Wirtz, ja, let's go, Alter. Wenn du Florian Wirtz bekommen kannst, let's go, feuerfrei. 120 Mille auf den Tisch und gut ist. Punkt. Gibt nichts, was sportlich dagegen spricht. Aber gar nichts. Und das Gehalt kannst du jetzt schon einsparen mit Leroy. Ja, also ist jetzt nicht das Problem, oder? Hast du die zweite Liga auf dem Schirm? Denkst du, HSV kann es schaffen? Ja, ich habe die zweite Liga auf dem Schirm und soweit ich weiß, ist HSV noch Erster, oder nicht? Und haben doch jetzt sogar 3 oder 4 Punkte vor auf dem dritten. Also ja, ich denke, der HSV kann es dieses Jahr endlich schaffen. Und dann, Olli, was machst du? Wirfst du Tennisbälle? Aber das wäre eine coole Aktion, wenn du dann mal beim Training, aber dann müssen wir uns organisieren. Und dann müssen wir die Nummer 7 noch draufschreiben oder so. Nummer 7 und Franck Ribéry. Schmeiß mal Tennisbälle, 100 Stück. Oder 15 Millionen wäre natürlich cool, aber das wird zu teuer. Ja, herrlich. Wenn es nie verlängert wird, dann verlange ich auch einen Vertrag. 2 Millionen fürs Bälle tragen, dann leiste ich mehr als Leroy. Ja, gut. Also zwischendurch hat er ja mal seine lichten Momente. So. Also müssen wir auch nicht verschweigen, aber nochmal, wenn du diese kompletten 5 Jahre siehst, ey, ist das eine Farce, dass dieser Mensch 100 Millionen aus diesem Verein gezogen hat.
Ja. Also wenn er feiner Kerl wäre, wie es ja oder Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. oder ein guter Kerl wäre, der Leroy, dann wird er 50 Millionen freiwillig zurückgeben, Alter. Weil das wäre dann ungefähr sein Leistungsniveau. So 10 Mille, dann kannst du dir das erlauben, 15 gute Spiele im Jahr zu haben und den Rest irgendwie vor dir hinzudümpeln. Ja, genau, Leroy ist noch ein Talent. Naja, Harry wird ja dieses Jahr seinen Titel holen, ist ja alles gut. Hot Take, Sané verlängert, Coman geht, Gnabry und Goretzka sitzen ihren Vertrag aus. Ja gut, also Gnabry und Goretzka werden auf jeden Fall ihren Vertrag nächstes Jahr aussitzen. So. Die Frage ist, ob der nächstes Jahr verlängert wird. Also da wird keiner von diesen beiden Spielern wird wechseln. Warum auch? Also ein Serge ist schon seit 3 Jahren damit zufrieden, dass er nur noch Ergänzungsspieler ist. Ja, er strengt sich auch nicht an, daran irgendwas zu ändern. Und einen Leon haben wir diese Saison gesehen. Leon ist auch völlig fein damit. Ja. Und der Erfolg gibt ihm ja jetzt wieder recht. Ich meine, er ist jetzt wieder Nationalspieler geworden. Also Hut ab. Grandios. Dafür, dass er mal eine durchschnittliche Bundesliga-Leistung bringt. Ja. Bild. Wirtz ist zu teuer. Nö, Wirtz ist nicht zu teuer. Naja, sag ich doch 5 auf dem. Ja, gut, auf dem 4. ist ja wurscht, auf dem 3. zählt ja. Die ersten beiden steigen noch safe auf. Genau, jetzt musst du dir Sorgen machen, dass ich ein gutes Gefühl habe bei der Meisterschaft. Aber da musst du auch das Positive sehen, dann wird's ja, dann gibt es ja mal ein bisschen Kitzel, weißt du? Dann wird es nicht langweilig. Nein, du musst das doch mal so sehen. Warum ich auch da so relativ entspannt bin, ist, Happy will unbedingt. So, Happy will unbedingt. Vinny will auch unbedingt. Der hat auch noch nichts gewonnen. Ja, Michael will auch unbedingt. Und Michael ist eh schon unsere Versicherung dieses Jahr. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, es wird wirklich nur eng werden, wenn gewisse Spieler ausfallen sollten. So, dann wird es eng werden. Aber wir haben halt einfach ein paar Faktoren dieses Jahr, die unbedingt wollen. Mit aller Macht. Ja. So, das ist der Unterschied. Und ein Kimmich will natürlich jetzt auch zeigen, dass er die Erwartungen erfüllt. Ja, mit seinem neuen Vertrag. Da bin ich mir auch sicher. Ja, alles gut. Und selbst wenn wir jetzt 150 Millionen kosten würde, wäre er nicht zu teuer. So ist halt einfach der Markt heutzutage, Leute. Sind das Zahlen, die wir als FC Bayern zahlen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben für einen 30 Jahre alten Harry Kane 100 Millionen gezahlt. Ja, oder was weiß ich, 95 oder was. Und dann sagen wir 22-jähriger Florian Wirtz ist dann mit 120 zu teuer, oder was? Ja, ist ja eine Farce, Alter. Sorry. Ja, der kann dann nicht zu teuer sein. So, wenn du den Jungen kriegst, kriegt er einen 5-Jahres-Vertrag, mehr geht, glaube ich, nicht in Deutschland. Sehr wahrscheinlich wird er eine Ausstiegsklausel kriegen, die dann bei 200 liegt oder 150 und alles ist doch fein. Und alles ist doch gut. So ist halt die Entwicklung im Fußball. Daran werden wir nichts ändern. Ja. Wie gesagt, du kannst ja froh sein, dass du einen Michael noch für 50 gekriegt hast. Nach dieser Saison ist er wahrscheinlich 100 wert. Können wir nach der Saison mal auf transfermarkt.de gucken, dann steht er wahrscheinlich im Marktwert von 100. Nehmt nur vor 2 Jahren Fonzie Davis. Soll ich mal gucken, was Fonzie Davis jetzt für einen Marktwert hat? Ist wahrscheinlich auch wieder auf 70 oder 80 oder so eine Scheiße. Das ist halt der Fußball, Leute. Und wenn du dir den Florian Wirtz anguckst, ist ein Florian Wirtz auf jeden Fall weiter wie ein Jamal Musiala. Ja. Also. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Ist das bescheuert? Ja, natürlich. Da brauchen wir ja nicht drüber reden, ey. Aber zu teuer? Nee, definitiv nicht. Düt, 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 düt. 50 Mille hat von sie nur noch. Ei. Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, er ist ein Leistungsträger bei uns. Was ist denn da passiert?
Ei, verstehe ich ja gar nicht. Fonzie Davis. 80 Millionen hat er 2020 gehabt. Jetzt nur noch 50. Ich dachte, er ist so eine Maschine bei uns. Ja, hätte das noch. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Hätte ich noch ein paar Argumente gehabt. Meine Thesen. Ja, wenn du Nico Williams bekommen kannst, musst du ihn nehmen, ja. Aber nochmal, du musst dann erstmal einen Serge Gnabry und Kingsley Coman loswerden. Um das nötige Kleingeld zu haben und das Gehalt frei zu haben, ne? Das ist halt so das Thema. Also Nico Williams habe ich bei der EM gesehen, Alter, das ist eine absolute Maschine. Wenn du den kriegen kannst für die linke Seite, hast du auf jeden Fall den Gegenpart zu Michael auf der rechten Seite. Auch wenn er gerade ein bisschen Formtief hat bei Bilbao. Alles gut. Ja, so sehe ich das auch. Nico Williams ja in Umform zusammen mit Olissa, dann wird es jede zweite Woche zweistellig. Ja, gut, jetzt zweistellig jetzt nicht, aber das wäre schon brutal, ja. Also bei der EM war das echt eine Maschine. Also krank. Und junger Spieler. Ne? Ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ich denke, wir haben da auf jeden Fall Bedarf. Aber wie wir schon diesen Sommer gesehen haben, du musst halt erstmal die Kohle reinholen. Ja. Und von wegen Gehaltskosten drücken hat ja bisher auch eher so semi geklappt. Also wenn man irgendwie Musiala von was? Weiß ich nicht, von 8 oder 10 auf 25. Josh nochmal eine Mille mehr oder was? Fonzie Davis verdoppelt. Ja, da hat man schon gut was gedrückt. Ne? Hat schon gut Gehalt eingespart. Aber ich denke, man setzt auf die Karte, Thomas Müller hängt die Schuhe an den Nagel. Da sparst du 20 ein. Mit viel Glück hast du 5 bei Neuer eingespart. Und mit viel Glück spart man Leroy ein. Dann hast du ein bisschen was eingespart. Ja. Blondie, vielen lieben Dank für den 4. Monat. Primey. Vielen lieben Dank. Und Josh ist der Beste. Ist er auch. Also ganz ehrlich, Josh ist ja auch reifer geworden in den Jahren. Ja? Und wie gesagt, diese Saison ist er sportlich echt gut. Führungsspielermäßig ist immer noch ein bisschen Luft. Aber da ist er auf einem guten Weg, denke ich. Er hat ja gelernt, die rechten Ecken schon mal abzugeben. Vielleicht, wenn wir noch einen Außenspieler verpflichten, wird er vielleicht die linken Ecken auch noch abgeben. Vielleicht gibt er dann auch mal einen gefährlichen Freistoß am Strafraumgrenze ab. Im Sinne der Mannschaft. Und dann wird er schon. Und wenn er dann eine klare Linie aufgezeigt kriegt, so dass er ein Sechser und Achter ist und nicht noch gleichzeitig ein Zehner und ein Rechtsaußen und ein rechter Verteidiger, dann wird das. Meinst du, Obig oder Nübel wird nächstes Jahr im Tor stehen? Also wenn der Nübel nächstes Jahr im Tor steht, dann, also nächstes Jahr ja schon gar nicht, da ist er ja noch verliehen. Nächstes Jahr wird Manuel Neuer im Tor stehen. Aber ja, ich weiß auch nicht, den Nübel, den kannst du. Also der Nübel ist ja alles, aber mit Sicherheit kein Torwart für den FC Bayern, Alter. Also ich hätte mir den Peretz sehr gut vorstellen können bei uns, war alles, was ich bisher gesehen habe von ihm. Ich weiß nicht, warum man da so ein bisschen Zweifel hat, anscheinend von Vereinsseite aus. Vielleicht, weil er jetzt nicht so eine fußballerische Koryphäe ist, wie es Manuel Neuer ist. Da hat der Obig, glaube ich, ein Peretz was voraus. Ja, wird man sehen. Also man muss den Obig jetzt auch nicht verteufeln, habe ich vorhin ja schon gesagt. Im Idealfall ist der Neuer nach der Länderspielpause auch noch verletzt. Jetzt nicht, dass man ihm das gönnt, aber einfach, dass der Obig nochmal ein Spiel bekommt, um sich zu rehabilitieren. So. Das wäre, glaube ich, gut, anstatt dass er jetzt direkt auf die Bank geht und so der letzte Eindruck von ihm ist jetzt, ja. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall eine Baustelle, die wir nächstes Jahr haben. Die haben wir auch dieses Jahr schon.
Also Neuer war jetzt dieses Jahr auch noch. Obwohl er jetzt die letzten Spiele war er wieder auf einem besseren Weg, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wie man sieht, dann ist er mal wieder auf einem Leistungsniveau, wo man sagt, jo, ist mal wieder eine ordentliche Leistung. Also der wird nicht mehr dahin kommen, wo er mal war. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist ja auch diese Saison auch immer so, dann ist er mal wieder an so einem Niveau, wo du sagst, oh, jo, er ist mal wieder jetzt ein Torwart, ein Rückhalt und dann ist er verletzt. Ja. Zieht sich ja auch durch die ganze Saison. Und das wird sich auch nicht ändern. Im gewissen Alter, ich meine, Leute, er hat sich beim Jubeln verletzt. Demnächst verletzt er sich, wenn er in der Halbzeitpause kacken geht oder was. Ja, also. Eine Farce halt auch. Er spielt gegen Inter Mailand im Tor. Ja, Manuel Neuer natürlich. Ja, genau. Neuer entscheidet, wer wann im Tor steht. So sieht's aus. Einzig und allein Manuel Neuer entscheidet das. Und kein anderer. Ja. Und das ist auch dasselbe mit Josh. Auch Josh entscheidet, wer wo im Mittelfeld spielen darf und wer Rechtsverteidiger spielt. Das entscheidet auch Josh. Das entscheidet nicht der Trainer. So sieht's aus. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, ey, wie es da weitergeht. Und gegen Inter, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ey. Man kann ja mal reingucken, wer bei Inter so rumdümpelt. Ist auch viel aus der Bundesliga, oder? Weiß ich nicht. Gegen italienische Mannschaften haben wir jetzt noch nie irgendwie. Ja, im Finale ist richtig, Inter in so, ich weiß, aber ansonsten sehen wir doch immer ganz gut aus gegen italienische Mannschaften. Na, immerhin sind da noch 1, 2, obwohl das ist doppelte Staatsbürgerschaft. Immerhin haben die noch 6 Italiener in ihrer Mannschaft. Ist ja schon mal ein bisschen was. Cananoglu, auch so ein Spieler, den ich absolut nicht ab kann, Alter. Mkhitaryan, der spielt auch noch Fußball, oder was? Ist der nicht auch schon 40 gefühlt? Junge, da laufen Leute rum. Ja gut, haben wir 2 ganz gute Stürmer, der Rest, weiß ich nicht. Bin ich aber auch nicht drin, ey. Ist nichts, wo ich sehe, was mir Angst macht, sagen wir es mal so. Wir werden sehen, Tagesform, wa? Darf man natürlich auch nicht unterschätzen, Inter Mailand, das ist ja auch klar, aber ich denke mal, das tun wir auch nicht in der Champions League, einen Gegner unterschätzen. Also, wie immer, die ganze Saison bei uns, meckern auf hohem Niveau, auch 1:1 bei Union. Können die Leute, die immer alles ein bisschen negativer sehen, können sich da auslassen. Ansonsten spielen wir doch bis jetzt eine Bombensaison. Ja, Chico, hau raus jetzt. Du wolltest da irgendwas für argumentieren hier? Ich hab da einen Kommentar in Erinnerung. Ja, ich weiß, dass die Erster sind in der Serie A. Aber ich weiß nicht, ob die Serie A jetzt unbedingt ein Maßstab ist, Alter. Also ich sehe die sportlich auf jeden Fall hinter der Bundesliga, ey. Aber das werden wir im Direktduell sehen, oder? Ist doch das Schöne. Deswegen ist es doch internationaler Fußball so schön. Aber sonst sieht man ja relativ wenig, so kriegt man ja wenig mit, wenn man sich damit nicht explizit beschäftigt. Ich meine, wir können uns ja auch mal die Ergebnisse von Inter angucken in der Champions League. Auch wenn das keine Rolle spielt, aber dann kriegt man ja so ein bisschen zumindest einen Eindruck, oder?
Erste, was ich sehe, ist ein 1:0 gegen Leipzig und eine 1:0 Niederlage gegen Leverkusen. Das ist jetzt nicht, was mich erschaudern lässt, Alter. Das ist alles ein Ergebnis, ey. Nur 2 Gegentore. Ach du Scheiße. Das heißt, die werden in einem Spiel gegen uns mehr Gegentore kriegen wie in der ganzen Champions League-Saison, oder was? Oh, bitte mach das nicht. Hab ich jetzt nichts gegen. Was macht das nicht? Hab jetzt keine Ja, große Klappe. komm, Wir jetzt kennen alle ist dein doch Karma. Sei alles einfach gut, ruhig. ey. Man muss das doch nicht immer hier. Was ist denn los, Alter? Junge, Junge. Ist doch keine Übermannschaft. Junge, die Seite ist so übersichtlich wie ein. Düt, 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 düt. Boah, da zeigen die mir alle Spieltage. Aber ey, Leute, ey, kriegst du zu viel. Junge, der schreit hier schon wieder rum wie so ein Spast, Alter. Hier ist was los, ey. Du sagst, bei dir ist wild, Baby. Ja, Chico, dann bring rein die Würze. Außerdem, was soll das eigentlich heißen? Ich habe doch letztes Mal, was habe ich denn letztes Mal? Letztes Mal war ich doch auch super zu. Genau, das Rückspiel in Leverkusen. Habe ich doch auch gesagt. Leute, macht euch keine Sorgen, alles ist gut, ist safe durch. Und was passiert? Safe durch, Alter. So ein Ding nämlich. Ich soll euch keine Sorgen machen, ey. Wenn ich jetzt mal noch eine vernünftige Übersicht finden würde. Wenn wir über Note 1 oder 2 diskutieren müssen, dann habe ich mal sowas von gar nichts zu diskutieren. Ja, Chico, das ist mein Argument, was ich gebracht habe. Du hast das andere Argument gebracht. Nicht ich. Welcher denn? Ralle, komm mal raus. Wer verletzt sich denn in der Spielpause? Und wer sind denn wichtige Spieler? Fangen wir mal so an. Damit es mal interessant wird. Ich habe übrigens noch ein Trikot im Schrank von Inter Mailand. Ich fand die mal eine Zeit lang ganz geil. Ist aber schon uralt. Da ist noch ein Pandev drauf, wer den noch kennt. Gut, zu Lothars Zeiten war Inter Mailand eh geil, oder? Machen wir uns nichts vor. Also, Inter hat 0:0 gegen City gespielt. 4:0 gegen Roter Stern zu Hause gewonnen. 1:0 bei den Young Boys gewonnen. Ja, grandios. 1:0 gegen Arsenal. 1:0 gegen Leipzig. 1:0 gegen Leverkusen verloren. 1:0 gegen Prag gewonnen. 13:0 gegen Monaco. Ja, Halleluja. 2:0 bei Feyenoord. Da haben sie uns natürlich schon einiges voraus. Und dann 2:1 zu Hause gegen Feyenoord. Also ist jetzt keine Tormaschine, würde ich behaupten.
aber scheint auch defensiv sehr stabil zu sein. Also wie ich schon gesagt habe, nichts, was uns Angst machen muss. Kane, Olise oder Musiala? Ja, da gehe ich mit, das sind wichtige Spieler. Ja. Naja, in der Tasche haben wir die Meisterschaft auch noch nicht, ne? In der Tasche ist noch gar nichts. Aber sind wir auf einem guten Weg. An der Elbenpfeife. Ich nasche nicht an Elbenpfeifen, wenn dann nur an Zwergenpfeifen. Blondie. Das ist wohl eine Frechheit. Nein, ich bin ja auch immer super realistisch. Aber wenn man realistisch ist, muss man sagen, Inter musst du packen. So, Feierabend. Ja. Ich meine, wir reden über ein Finale der Home. Punkt. Ohne Inter schlecht zu reden oder sonst was. Aber heute. Ja. Und Meisterschaft, habe ich schon gesagt, 6 Punkte vor bei 8 Spielen plus 25 Tore, Torverhältnis. Ey, wenn du das noch aus der Hand gibst, dann hast du es auch nicht verdient, Meister zu werden. So, ganz einfache Kiste. Ja. Punkt. Und wenn man die Saison sieht, da spricht ja jetzt wohl nichts dafür, dass man jetzt sagt, oh, jetzt haben wir den Mega-Einbruch und gewinnen die nächsten 8 Spiele nicht, oder was? So, ja, wir haben eine schlechte Phase gehabt zur Start der Rückrunde, gar keine Frage. Haben aber in dieser Phase trotzdem die Ergebnisse eingefahren. Jetzt gegen Leverkusen war es überragend. Das Spiel gegen Bochum kannst du mal sowas von außen vor lassen. Ja, da lief mehr als nur 2, 3 Sachen gegen uns. Und gegen Union, ja, da können wir kritisieren. Habe ich getan, gehe ich auch mit. Da hätten Kompanie viel, viel eher und viel, viel energischer reagieren müssen und das nicht einfach nur so hinnehmen müssen. Deswegen hast du das Spiel 1-1 gespielt, so. Ja, aber ansonsten, Alter, wir haben Frankfurt klar dominiert, wir haben Stuttgart dominiert. Alles gut, ja. Ja, davor Celtic, das 0:0 in Leverkusen. Ja, natürlich waren das schlechte Spiele, haben wir ja schon gesagt. Ja. Aber nochmal. Also, dass wir jetzt einbrechen und die nächsten 3 Spiele nicht gewinnen oder sowas, sorry. Das ist ein Ding, was ich nicht sehe. Und gegen Inter in der Champions League habe ich ja auch schon, das ist immer Tagesform. So. Hast du einen Tag wie in Leverkusen so ein Spiel, ja, dann wird Inter die Qualität haben und wird dir 2, 3 einschenken. Da brauchen wir ja auch nicht drüber reden. So. Ja, das ist Champions League, das höchste Niveau, das sind K.O.-Spiele und gut. Ja. Das kannst du eh nicht vorhersagen. Ich sag nur, auf dem Papier ist Inter ein Gegner, den du gut bespielen kannst und den du packen kannst. Ja. So, da wäre ich jetzt, wenn ich an Barcelona vorausdenken würde, würde ich da ein bisschen eher sagen, ja. Wo du da natürlich argumentieren könntest, da willst du wieder Räume haben, wenn wir die Räume diesmal besser ausnutzen und so weiter. Vielleicht wird es aber auch Dortmund. Ja, wer weiß das schon. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal steht Inter vor der Tür. Und selbst wenn wir ausscheiden, dann scheiden wir aus, Alter. Also ich habe vor der Saison nicht gedacht, dass wir in der Champions League ansatzweise Chancen haben, ins Finale zu kommen. Also von daher ist das jetzt, für mich ist das Bonus. Sag ich euch, wie es ist. Ja. Und nochmal wichtig ist, dass sich vorne keiner verletzt von den 3 Schlüsselspielern. So, sollte das passieren, dann wird es schwer. Ja. So, da sind wir halt einfach, ja, wenn Harry Kane ausfällt, Alter, ich meine, wir haben Serge Gnabry am Elfmeterpunkt gesehen, oder? Oder Thomas Müller auf der 9. Also. Aber das bist du dann selber schuld. Und deswegen habe ich auch gesagt, Champions League ist Bonus. Weil du einfach keinen Ersatz hast für diesen Spieler. Und den du hattest, hast du anscheinend aus Geldmangel weggegeben. Ja, wenn Kane ausfällt, kommt Müller, ja. Und Müller, die letzten Leistungen, Alter, sorry. Ja, also. Er soll die Schuhe nehmen und am Nagel hängen. Wie hoch ist für dich die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Bayern die Meisterschaft verspielt? Habe ich ja gerade schon gesagt. Was soll ich da eine Prozentzahl nutzen? Also wenn alle Spieler fit bleiben, sehe ich uns zu 100% als deutschen Meister. Sollten nicht alle Spieler fit bleiben, sollte ein Harry Kane ausfallen, sollte noch schlimmer ein Michael Olise ausfallen, ja, dann sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus. Ja.
Das ist so das Thema bei uns. Wir sind halt gerade in der Offensive super abhängig von 3 Spielern. Das ist Musiala, Kane und Olise. Ja, hat Musiala einen schlechten Tag oder keine Form, seht ihr, wie unser Spiel aussieht. Ja. Wenn dann Leon Goretzka der Spielmacher sein soll, oder was? Ich meine, gut, zum Glück hatte Guerrero da einen guten Tag und hat dann trotzdem nicht gereicht. Das wäre vielleicht noch eine Option. Aber der Thomas Müller auf der Musiala-Position ist eine Farce dieses Jahr. Ja, das reicht halt einfach nicht mehr für das ganz hohe Regal bei Thomas Müller. Sorry. Ja, so ehrlich muss man sein, so ehrlich muss auch er zu sich selber sein. Und auf der Außenbahn musst du immer hoffen, dass ein Gnabry gerade mal gute Form hat, dass ein Leroy gerade mal gute Form hat. Aber das wechselt ja täglich bei denen. Ja? Das wechselt täglich, Alter. Der spielt 3 Tage später und hat schon wieder keine Form mehr. Und schon wieder keine Lust mehr. Das ist eine Farce, Alter. Beide. Ja, Coman ist noch der am stabilsten ist. Und wenn du dann von diesen Spielern abhängig bist, ja, Halleluja. Dann wird's schwer. Und dann ist noch gar nichts safe. Ja, dann ist noch gar nichts safe. Dann ist nichts in der Bundesliga safe und dann brauchen wir auch nicht über eine Champions League reden. Nee, so weit will ich noch nicht gehen mit Dortmund. Also Champions League ist durch für Dortmund, ja. Sind 10 Punkte, oder? Ja, also Champions League ist durch. International. Ja, 7 Punkte ist natürlich auch schon wild, ne? Muss man sich schon strecken, Alter. Wird man sehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht der 7. Platz noch reicht durch irgendwas. Wenn Frankfurt Dingens gewinnt oder so ein Scheiß, was weiß ich. Weiß nicht, was es dieses Jahr für Regeln gibt. Also 5. Champions League Platz werden wir nicht kriegen dieses Jahr. Das ist schon safe. Da sind wir nicht gut genug. Ja. Aber, mein Gott, ich denke, Dortmund bekommt gerade das, was sie verdienen, was sie sich erarbeitet haben die letzten Jahre. Ja, ist halt so. Wie wir letztes Jahr und davor. Ja. Auch Dortmund kriegt es ja nicht hin, mal zu sagen, komm, wir haben jetzt mal einen Trainer und den ziehen wir mal gegen alle Widerstände durch. Auch da ist es ja eher, dass manche Spieler irgendwie Sachen entscheiden, gefühlt. Von außen betrachtet. Ich bin da null im Thema, Leute. Ja. Aber wie gesagt, wenn man jedes Jahr dann auch immer so die besten Spieler ziehen lässt, nur um Kohle zu machen, ja, da muss man sich nicht wundern, dass man dann auf dem Niveau ist von Werder Bremen, Alter, die 2 Punkte hinter Dortmund sind. Wild, oder? Aber dafür kann Dortmund sich jetzt komplett auf die Champions League konzentrieren, oder? Die werden alles reinwerfen gegen Barca, Alter. Bin gespannt. Kompanie macht einen Mega-Job. Mega-Job. Wie gesagt, wir dürfen immer nicht vergessen, das ist 1:1 der Kader, der die letzten 2 Jahre rumgedümpelt hat. Ja. Plus Michael. Sonst ist das 1:1 sind das dieselben Spieler. Und wenn du dann siehst, was er daraus gemacht hat, das ist schon stark, ne? Ja, aber das wäre dumm halt. Keine Ahnung. Also gehen wir davon aus, es verletzt sich, gehen wir jetzt, ne, hypothetisch, wollen wir natürlich nicht hoffen. Es verletzt sich ein Kane und ein Musiala. So, fallen aus den Rest der Saison. Du verspielst dann mit viel Pech die Meisterschaft, fliegst aus der Champions League raus. Selbst dann hast du keinerlei Argumente in Kompanie zu entlassen, meiner Meinung nach. Ja, jetzt gegen Union Berlin kannst du, wie gesagt, ich lasse ihn auf jeden Fall einen großen Teil an daran. Ja. Man hätte viel, viel mehr versuchen können und Einfluss nehmen können. Das Ganze ihn auch noch in 2, 3 Spielen anheften diese Saison. Aber ansonsten, Alter, du musst halt auch mal die Eier haben, das haben wir auch vor der Saison gesagt, mal am Trainer festzuhalten. Ja, und zu sagen, das ist unser Trainer die nächsten 3 Jahre und Punkt, Alter. Und zu sagen, wenn ich mitzieht, jo, da ist das Loch, hat der Maurer das Loch gelassen, wie man so schön sagt. Ja, musst du mal anfangen, die Spieler auszutauschen.
Es ist schade, dass wir diese Saison nicht die Eier hatten, Jugendspieler zu integrieren. Das ist der einzige Punkt, der mir richtig auf den Sack geht. Das ist auch der einzige Punkt, über den man kritisch reden kann, denke ich. Aber ansonsten, ey, wir haben 2 Niederlagen in der Bundesliga. Über was reden wir? Also. Aha. Das ist der Kane-Fluch real. Ja. Mal eine kurze Frage. Kannst du das Spiel, also den Beckenbauer Cup, sehen auf YouTube? Mir wird angezeigt, dass es in meinem Land nicht verfügbar ist. Guck doch über Bayern TV. Da ist nur ein Live-Ticker. Okay. Ja, wenn es in deinem Land nicht verfügbar ist, dann in meinem auch nicht, Baby. Ja, andere können aber gucken. Deswegen ist halt die Frage, ist das jetzt Österreich oder was? Junge, das erste, was ich sehe, FC Bayern live, deshalb bleibt Joshua Kimmich beim FC Bayern. Ich geh mal rein, ja, ne? Der Knaller. Mir gar nicht erst angezeigt. Aber ist das nicht erst im Sommer der Beckenbauer Cup? Ja, wenn Leute den gerade gucken, wird das ja wohl jetzt sein. Ja, dann muss das ja auf Bayern TV sein. Gab es doch fett Werbung für. Diep. Ach genau, auf Magenta war das, ne? Ja, alles gut. Was ist das, wenn er nicht eingeloggt ist? Ja, ob sich Leipzig von Rose trennt oder nicht, interessiert mich so viel wie... Ich glaube, um den Vertrag zu verlängern, dafür gab es sehr, sehr viele Gründe. Aha. Warum hat das dann so lange gedauert, Josh? Wir haben die letzten 10 Jahre einiges zusammen erreicht, viele Höhen und Tiefen, wo dann... Der macht mich fertig. Schatz, wenn du mir einen Link schickst, kann ich da draufklicken. Dann kann ich dir das sagen. Ich sehe halt noch nicht mehr einen Link dazu. Ich habe halt auch nur gesehen, dass die live sind und habe auf das Icon geklickt vom Kanal. Leute, hier mal rein. Okay, ja, okay. Ja, wahrscheinlich wegen Magenta halt. Deswegen kannst du es nicht gucken aus Deutschland. Aber du hast doch Magenta. Mach doch dein Magenta an. Josh hat gesagt, dass Max und Freund sehr wichtig für die Verlängerung waren. Ja klar, weil die ihn Zucker in den Arsch geblasen haben.
Deswegen. Nee, ist ja auch als Thema Josh vielleicht nochmal, machen wir es rund. Wie gesagt, ich habe seine Aussagen gelesen. Ich finde es sehr seltsam zu sagen, ja, ich musste gucken, wie sich das beim FC Bayern entwickelt, ob ich hier die nächsten 4 Jahre Titel gewinnen kann. Also wegen mir, keine Ahnung, wegen mir kann er sich ja Zeit lassen, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist ein Argument, Alter, das ist für mich scheinheilig. Das kann ich auch nicht ernst nehmen. Also es kann sich kein Spieler des FC Bayern dahinstellen und sagen, ja, ich warte mal so lange, wie ich jetzt gewartet habe, um zu gucken, ob ich hier die nächsten 4 Jahre Titel gewinnen kann. Beim FC Bayern, der in den letzten 12 Jahren 11-mal Meister war. What the fuck? Also was ist das für ein Argument? Das ist dann ein Argument, dass ich so lange warte. Nee, ist es nicht. Das ist einfach eine Ausrede. Dann soll er sagen, ja, was weiß ich war super angepisst, weil man mich abschieben wollte im Sommer. Alles gut, ja. So, oder sag halt gar nichts. Sag halt, es hat gedauert, weil es gedauert hat und gut. Ja, aber so eine Argumentation, sorry. Also wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist er der falsche Spieler für den FC Bayern. Ja. Was ist das für ein Argument? Habe ich noch nie gehört vom Spieler beim FC Bayern. Ja, ich warte mal mit der Verlängerung und guck mal. Und was hat sich jetzt geändert? Dass wir 2-mal gegen Leverkusen gewonnen haben, das hat ihnen dann gezeigt, dass er nächstes Jahr die Titel gewinnen kann, oder was? Also, sorry. Gerade wenn er der große Führungsspieler sein will und Kapitän sein will. Ich habe noch von keinem Kapitän des FC Bayern jemals gehört, ja, ich gucke mal, ob ich meinen Vertrag verlängere. Ich muss erstmal gucken, wie sich das hier entwickelt, ob wir dann die nächsten 4 Jahre Titel gewinnen können. Also das habe ich noch von keinem Kapitän gehört. Sorry. Katastrophe, so eine Aussage in meinen Augen. Hätte er besser gar nichts sagen sollen. Wir haben es schon gesagt, sportlich und so gibt es keine Diskussionen zu Josh, alles ist gut. Aber diese Argumentation, Alter, kriege ich einen Kackreiz. Sorry, gehe ich nicht mit. Ist für mich auch eine Frechheit. Ist dasselbe wie Fonzie Davies seine Kackaussagen. 1:1 dasselbe, Alter. Deswegen kann ich mir auch nichts davon angucken oder anhören, was der von sich gibt, Alter. Kriege ich zu viel bei. Junge. Was ist das für eine Aussage? Ey, das kannst du ja treffen, wenn du bei Dortmund bist, ja? Dann kannst du ja überlegen, so, ja, ich habe bessere Angebote. Ey, wir reden vom FC Bayern, Top 5 Europa. Und dann setzt sich ein Spieler dahin und erzählt so eine Scheiße, oder was? Wer soll das denn glauben? Bei welcher anderen Mannschaften hat er denn die Garantie, dass man so die Titel gewinnen kann wie bei Bayern? Ja, bei Paris vielleicht, weil die null Konkurrenz haben in ihrer Liga. Selbst bei Barca hast du das nicht, selbst bei Real nicht, weil die sich gegenseitig in der Liga jedes Jahr abwechseln. In England schon gar nicht. Also sorry. Das ist eine Farce für mich gewesen, habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch immer noch nicht. Dass ein Freund und Eberl da wichtig sind, das verstehe ich ja. Aber ein Eberl hat halt auch keine Ahnung, wenn Eberl so überzeugt gewesen wäre von Josh, dann hätte er einen Palhinha nicht verpflichtet. Ja. Palhinha hat man verpflichtet, um Josh abzusägen. So, das war der Plan. Sonst hätte man den niemals verpflichtet. Weil er ja alles ist, aber kein Achter. So, und Josh ist der Sechser. Ja. Und dass ein Josh sich da gekränkt gefühlt hat und so, das verstehe ich ja alles. Das ist ja menschlich. So, das ist völlig fein. Wenn man 10 Jahre beim Verein war und man wird irgendwie so schleichend abgesägt, was wahrscheinlich der Plan war, kann ich das ja verstehen. Aber seine dummen Aussagen dann auch, obwohl der Vertrag aussieht, so, ja, wir sind ja keine Spitzenmannschaft, und dann sagt er gleichzeitig noch, oh ja, ich guck mal, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Ja, was ist denn jetzt passiert? Ist der Eberl hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, Josh, nächstes Jahr verpflichten wir A, B, C, ein Jahr später verpflichten wir den und du, sobald der Manu weg ist, kriegst ja eh die Binde, wir gucken mal, wann der Manu weg ist, das wissen wir noch nicht genau und ja, keine Ahnung, was hat er dem jetzt gesagt? Woran hat der Josh das jetzt festgemacht wie vor 2 Wochen? Oder vor 3 oder vor 4 oder vor 3 Monaten? Klar, wir wissen immer nicht, was intern gesprochen wird, das ist auch alles fein. Aber mit dieser Aussage, Alter, hat er sich nochmal einen richtigen Stein ins Brett gebohrt.
Das als möglicher Kapitän der Zukunft, Alter. Treffe ich so eine Aussage, oder was? Dann sei doch Teil davon und hab doch das Ziel. Das ist doch okay, ja? Aber du kannst dich doch nicht hinstellen und das in Frage stellen, was er ja damit tut. In Frage stellen, dass man nicht die Chance hat, mit dem FC Bayern die nächsten 4 Jahre Titel zu gewinnen, Alter. Junge, krieg ich zu viel. Geht in meinen Kopf nicht rein. War es nicht so, dass man zu einer gewissen Zeit gehört hatte, dass Palhinha sowas Ähnliches wie einen Vorvertrag hatte durch den ganzen Hackmack, Das kann gut der da sein, ja. entstanden ist und man ihn deswegen nehmen musste? Weiß ich nicht, kann gut sein, wissen wir ja nicht. Genau, wissen wir nicht. Ja, was spielt das für eine Rolle auf die Aussagen von Kimmich? Ich habe da gar nicht gesagt, dass es jetzt um Josh Ja, ging. aber weil das jetzt so ein, Du so, hast das so doch ein gerade random, gesagt, wenn. random Nein, Einwurf war. nein, weil du gesagt hast, ja, wenn Ewald so überzeugt von Kimmich gewesen wäre, hätte er Palhinha nicht verpflichtet. Vielleicht musste er ihn nehmen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ja, wer weiß. Wer weiß. Ist auch egal. Fakt ist, wir haben den Josh die nächsten 4 Jahre jedem Spiel auf dem Platz stehen und können uns darüber entweder erfreuen oder aufregen. Wir werden sehen, wie lange wir uns erfreuen können. Dieses Jahr können wir uns jetzt zum großen Teil erfreuen. Und dann gucken wir mal, wie es in 1 oder in 2 Jahren aussieht, ob wir uns dann immer noch erfreuen. Oder halt nicht. Wer weiß das schon so genau? Ja, sein kann immer viel, das wissen wir ja nicht. Aber wie gesagt, ich keine Ahnung. So eine Aussagen verstehe ich halt nicht. Aber muss ich ja auch nicht. Mein Gott. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich habe es ja auch oft genug gesagt. Ich gehe auch davon aus, dass er verlängert, dass der Verein verlängern will, aber also nochmal, wir sind der FC Bayern, Alter. Wir sind nicht Borussia Dortmund oder Leverkusen. Ja, deswegen verstehe ich so eine Aussage einfach nicht. Das ist das Einzige, was ich habe. Ja? Dass er sich Zeit nimmt, weil letzter Vertrag, so die nächsten 4 Jahre mit 34 wird man dann wahrscheinlich aufhören oder geht nochmal 2 Jahre in den USA oder nach Saudi-Arabien, wenn man geldgeil ist, was ich bei Kimmich nicht glaube. Alles gut. Ja? Ich weiß auch nicht, warum man das dann öffentlich sagt. Warum man dann sagt so, ja, ich habe mir so viel Zeit gelassen, weil, ja, ich muss erst mal gucken, ob ich hier die Möglichkeit habe, die nächsten 4 Jahre um Titel zu spielen. Ob der FC Bayern gut genug ist. Also, sorry. Weiß ich nicht. Also musste man jetzt wahrscheinlich den Josh vorlegen. So, Harry Kane, 33. Ja, was machen wir mit Harry Kane? Der ist noch 1 Jahr. Was ist dann nächstes Jahr los? Wen holen wir da als Ersatz? Gut, Musiala haben wir verlängert. Da haben wir schon mal. Wie sieht es mit Florian Wirtz aus? Holen wir den nicht? Ja, mal schauen. Tom Bishop haben wir. Ja, aber der spielt nicht auf deiner Position, Josh. Alles ist gut. Du spielst die nächsten 4 Jahre. Was weiß ich. Verstehe ich halt nicht. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu, weiß ich nicht, zu vernagelt im Kopf. Ich glaube, Josh weiß jetzt, dass er die nächsten 4 Jahre nur noch die Champions League gewinnen kann. Ich denke, wir werden den besten Josh sehen in den nächsten 4 Jahren. Das kann gut sein, dass wir den besten Josh sehen werden. Das habe ich ja vorhin schon so gesagt. Er wird natürlich auch reifer, denke ich mal. Ob das so sein wird, werden wir sehen. I don't know. Keine Ahnung. Ja, aber du kannst halt keine Champions League garantieren. So, du kannst keine Champions League garantieren. Bei keinem Verein auf dieser Welt. Ausgenommen Real Madrid. So, die kriegen das irgendwie in gewissen Turnus immer hin. Ansonsten kannst du das bei keinem Verein garantieren. Guck dir Paris an, Alter. Wie viele Milliarden die in ihre Mannschaft gepumpt haben. Guck dir das bei Manchester City an. Wie viele Milliarden die reingepumpt haben, bis sie endlich die Champions League gewonnen haben. Ja?
Du kannst das bei keinem Verein auf dieser Welt garantieren, dass du in den nächsten 4 Jahren die Champions League gewinnst. Dafür gibt es einfach zu viele gute Mannschaften und viel zu viele Faktoren. So, und deswegen verstehe ich so eine Aussage nicht. Ja. Und er hätte ja auch noch nicht mal Champions League gesagt, sondern Titel. So, dann hätte er Champions League gesagt, hätte man es ja vielleicht noch ein bisschen verstehen können. Aber die gibt es halt nicht. Ist halt so. Ja, also wie gesagt, du musst am Company musst du festhalten. Also das steht für mich außer Frage. Natürlich muss der sich noch ein bisschen entwickeln auch, denke ich, ja. Er muss mal so langsam dann, ich meine, wenn er ein Jahr da ist, sieht das auch ein bisschen anders aus, denke ich. Da muss er auch mal ein bisschen so seine Balls finden und wie ich gerade schon sagte, so einen Josh auch mal zwingen, mal eine Pause zu machen, ja, ob er das will oder nicht. Und vielleicht auch mal so ein Harry Kane das aufzuzwingen, weil auch der braucht mal eine Pause, wie man des Öfteren sieht. Und da muss er endlich seine Eier finden, um dann diese ganzen Talente, die wir zweifelsohne haben, dann auch mal einzusetzen. Ja, und dem mal eine Chance zu geben. Weil dafür haben wir die Talente ja und dafür haben wir ihn ja auch verpflichtet. Ja. Ich meine, dieses Jahr hat man ihnen den Gefallen getan und hat sie in der Winterpause alle in die weiten Länder verstreut, damit es ja gar keine Diskussion erst gibt. Aber das erwarte ich. So. Ja. Aber ansonsten musst du festhalten an Kompanie. Auch wenn es, wie gesagt, wenn es alle Stricke reißen sollten und das mal in die Hose geht. Fertig. Alaba kommt zurück, also was als Flaschenhalter oder was? Was soll da zurückkommen? Was willst du mit einem 33-jährigen Spieler, der in den letzten 2 Jahren 3/4 seiner Spielzeit verletzt war? Ja, Alaba kommt zurück, Neymar verpflichten wir auch noch und wir werden dann, keine Ahnung, dann wechseln wir in die Serie A, weil da ist der Altersdurchschnitt meistens auch bei 40, dann können wir damit spielen. Können wir in Altherrenfußball spielen gehen, ne? Läuft bei uns. Ist Kimmich für dich eine Vereinslegende? Boah. Eigentlich schon, wenn man 10 Jahre beim Club ist, denke ich. Ich erinnere mich auch an 2, 3 Szenen, wo ich einen Kimmich fühle. Gerade gegen Dortmund. Aber es fehlt immer so der letzte, weißt du? Aber für mich ist auch ein Baller keine Vereinslegende. So ein Schweini ist für mich eine Vereinslegende. Aber ja, wenn du 10 Jahre beim Verein bist, ja, bist du natürlich schon eine Vereinslegende irgendwo. Aber es kommt immer darauf an, was man so für Ansprüche hat. Weiß ich nicht. Wenn Kimmich in den kommenden 4 Jahren als Kapitän diese Mannschaft nochmal zum Champions League-Titel führt und das auch sportlich, mit sportlichen Leistungen, ich denke, dann wird dann diese Riege aufsteigen, ja. Ja, denke ich schon. Kann gut sein. Was wir als Verein aber genau richtig machen, ist die Voraussetzung größtmöglich zu schaffen. Gute Spieler, ein gutes Trainerteam. Ja, weiß ich nicht. Also, in den letzten, wenn wir mal ehrlich sind, gute Spieler in den letzten 2, 3 Jahren ist schon viel falsch gelaufen bei uns. Was das Team angeht, finde ich persönlich. Ne, wir können wieder die Diskussion aufmachen, die ganzen deutschen Nationalspieler, die alle Grütze sind und immer noch da rumdümpeln. Das ist ein Thema. Aber auch, dass man es nicht hingekriegt hat, einen Gravenberg einzubauen, eben genau aus diesem Grund und. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und da müssen wir mal wieder hinkommen. Ja, und wenn man jetzt wieder die Vertragsverlängerungen sieht, ja, Alter, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Die nächsten Wochen, Monate, die nächsten Jahre werden zeigen, ob ein Alphonso Davies das leisten kann, was das Gehalt verspricht. Wir werden sehen, ob Josh auch das schafft, was er denkt. Wir werden sehen, wohin die Reise mit Musiala geht. Mit 25 Millionen Gehalt, woran er gemessen werden wird. Ja.
dann können wir mal gucken. Und wichtig, wie gesagt, du musst jetzt mal langsam. Wir haben die älteste Mannschaft der Bundesliga, Alter. Die drittälteste der Champions League. Also, so langsam musst du mal anfangen, irgendwo was zu ändern. Ja? Und nicht nur Rentenverträge zu verteilen. Schwierig. Das können wir später im Nachgang kannst du das beurteilen. Jetzt kannst du das nicht beurteilen. Aber Fakt ist, die letzten Jahre war unsere Kaderzusammenstellung Grütze. Ja. Ja, Ulisse. Toll. Und sonst? Was kam? Boe ständig verletzt, Palhinha ständig verletzt, Nullenfaktor, super viel Geld gekostet. Minjay hat zum Glück die Kurve gekriegt. Ja, und weiter? Harry Kane, aber Harry Kane war ein No-Brainer. Matthijs Tel hast du nicht hinbekommen? Also, schwierig. Du siehst wieder diese Saison Kimmich Goretzka in der Zentrale rumdümpeln. Du siehst wieder Gnabry, Sané, Coman auf den Flügeln rumdümpeln. Wie gesagt, zum Glück hast du Michael Olise da stehen. Ja. Alter, das ist immer noch die gleiche Scheiße wie seit Jahren. Kannst nicht mehr sehen, Alter. Manuel Neuer siehst du nächstes Jahr auch noch zwischen den Pfosten stehen. Da wirst du wieder Mitleid kriegen. Ach komm, da war er wieder zu langsam. Und ach, hör mir auf, Alter. Upa Musiala Davis. Was willst du mir damit denn sagen? Gute Transfers, oder was? Glaubst du, Müller wird verlängern mit niederem Gehalt? Keine Ahnung. Ich kann den Müller nicht einschätzen, Alter. Der Müller hat so viel Geld, das kann er noch 50 Blagen zeugen, das können die alle in ihrem Leben nicht ausgeben, Alter. Allein, was der an Gehalt vom FC Bayern kassiert, allein, was der aus seinen 20.000 Werbespots, also wenn es beim Thomas Müller noch um Geld geht, dann weiß ich es auch nicht. Dann läuft auch irgendwas falsch in dieser Welt. Und wenn Müller noch Fußball spielen will, dann ist er beim FC Bayern halt verkehrt. Ja, das muss er auch klar sagen. Er hat letztes Jahr keine Rolle gespielt, er spielt dieses Jahr keine Rolle und wird nächstes Jahr noch weniger eine Rolle spielen. So. Und dann kannst du nicht zu dem Spieler gehen und sagen, komm Thomas, weil du ein feiner Kerl bist, weil du eine Vereinslegende bist, die er ist, für deine Verdienste ziehen wir dich jetzt noch ein Jahr mit durch und zahlen dir nochmal 20 Millionen. Das kannst du halt nicht bringen. Du kannst denen auch keine 10 Millionen zahlen. Du kannst keinen Ersatzspieler, wo du weißt, der ist 100% ein Ersatzspieler, der spielt nur, wenn Jamal Musiala ausfällt. Junge, den kannst du keine 10 Millionen zahlen. Das geht nicht. Punkt. Ja, Vereinslegende hin oder her. Wenn er selber von sich aus den Absprung nicht hinkriegt, ja, wann Zeit ist, eine Karriere zu beenden, ja, dann muss der Verein das leider für ihn entscheiden. So, auch da, dann soll er nochmal 2 Jahre in den USA gehen oder was weiß ich wohin und soll nochmal Happy Days haben. Ja, aber nicht beim FC Bayern. Sorry. Oder ja, wie ich schon sagte, er soll in die zweite Mannschaft gehen. Ja, da kannst du 2 Jahre kicken. Ist doch alles fein. Ja, ist doch schöner Abschluss. Der hat gar keine Kinder. Ja, guck mal. Noch schlimmer. Also wird Zeit, dass er Kinder macht. Ja, aber ist doch so. Also, bei Thomas Müller kann es nicht um Geld gehen, sorry. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genauso wie es beim Josh jetzt wahrscheinlich auch nicht obwohl der jetzt so viele Blagen, da geht es wahrscheinlich schon um Geld. Da komme schon immer noch ein paar bei in den Laufe seines Lebens. Was auch fein ist. Aber Thomas Müller ist so ein Typ, den kann ich halt nicht einschätzen. Der ist nach außen immer so der nette, liebe Typ. Und wenn du da mal so ein bisschen mitgekriegt hast, was da damals mit Kovac war und so, da hast du auch schon mitgekriegt, dass er auch ein richtiger Wichser sein kann. Ganz schwer einzuschätzen für mich. Wahrscheinlich ist Thomas Müller so. Thomas Müller ist das Gegenteil von Leroy Sané.
So, Leroy Sané ist nach außen so immer, wird immer so das Dievenhafte angesehen, so als ein Wichser und sowas. Und Thomas Müller ist nach außen immer so der Saubermann, der Nette, ja. Und wie die privat sind, weiß er halt nicht. Oder wie die bei irgendwelchen Vertragsverhandlungen sind. Ist halt so. Die Leute zeigen ja immer nur das Schönste in ihren Sachen nach außen. Zeigt ja kaum jemand mal, wie er wirklich ist. Von daher ist es ja immer schwer zu sagen alles. Sind halt nicht alles Uli Hoeneß. Der ist da schmerzfrei. Na klar gibt es eine Traditionsmannschaft, die FC Bayern Legends. Ich spiele nur gerade. Ja, aber wenn der Thomas Müller noch Ziele hat, noch Profifußball erfolgreich zu spielen, ja, dann muss er halt irgendwo hingehen, wo er das machen kann. Kann er halt beim FC Bayern nicht. Aber das weiß er auch. Er konnte das unter Tuchel nicht und er kann das jetzt unter Kompany nicht. Er wird es jetzt gerafft haben, ja. Das ist auch nächstes Jahr wird es nicht gehen. Und wenn der Verein wirklich sagt, oh, unser Festgeldkonto schmilzt, weil, wie es hier stand, angeblich in Risiko bla angelegt ist, und man jetzt Gehaltkosten sparen will, ja, nochmal, dann kannst du keinem Spieler, der nur spielt, wenn Spieler A verletzt ist oder mal eine Pause braucht, 20 Millionen zahlen. Das geht halt einfach nicht. So. Und entweder bleibt dann Thomas Müller für 3-4 Millionen oder für einen obligatorischen Euro und gut ist, ja, dann kannst du ja einen Thomas Müller behalten. Spricht ja nichts gegen. So, aber auch da wäre es wahrscheinlich, wenn man jetzt mit dem Kimmich verlängert hat und einen Kimmich mal als Führungsspieler endlich da in die Verantwortung nehmen will, wäre es wahrscheinlich auch gut, wenn Thomas Müller weg wäre. Ja, weil Thomas Müller in der Hierarchie auch noch vor dem Kimmich steht. So, ja. Und vielleicht wird es einfach mal Zeit, dass Kimmich jetzt mal in die Hauptverantwortung genommen wird. Und dann wäre es von Vorteil, wenn Thomas Müller halt auch nicht mehr da wäre. Und sportlich, wie gesagt, ist Thomas Müller kein Faktor mehr, wo du sagst, boah, geil, zum Glück haben wir noch den Thomas Müller. Ist traurig, ja, natürlich. Aber ist er dann irgendwo auch selber schuld, dass er den Absprung nicht geschafft hat? No. Können halt nicht alle so ein perfektes Ende finden, wie es ein Philipp Lahm getan hat. Ja, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er irgendwie ein Arschloch ist oder so. Ja, also jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, also man ist auf dem Platz einfach ein anderer Mensch teilweise, ne? Also das kann ich persönlich auf jeden Fall bestätigen. Und wenn du dir so manche Spiele anguckst, nimm zum Beispiel so Marc van Bommel auch, ja. Überlegt euch mal, was das für ein Wichser auf dem Feld manchmal war. Ja? Und wie er dann war, wenn du ihn anders kennengelernt hast. So, das ist halt einfach so. Und bei Leroy ist es halt auch so. Ja. Aber das ist ja auch nichts, was wir beurteilen oder was ich beurteile. Ich beurteile die sportliche Leistung und die ist halt bei Leroy schlecht. So, das hat ja nichts damit zu tun, dass er ein schlechter Typ ist oder sowas. Also nehmen wir 20 Müller, Sané, Gnabry und Leon. Da hast du den Wirt sogar von drin. Wird nicht passieren, aber wäre so einfach, wenn die Spieler dankbarer wären und den Schuss hören. Ja, aber das ist ja nichts Neues, oder? Ich denke auch, dass das Ziel ist vom Verein, dass man diese Spieler mehr oder weniger los wird. Hört sich zwar hart an, ja, aber wie gesagt, du kannst ja allein durch Müller und Sané 40 Mille einsparen an Gehaltskosten nächstes Jahr. Ja. Die sparst natürlich nicht ein, weil du natürlich einen Fonsi und einen Jamal verdoppelt hast. Sparst am Ende vielleicht noch 20 ein, aber sparst 20 ein. Ja, wenn du dann im Sommer ein Boe los wirst und ein Palinja wieder los wirst und keine Ahnung, Harry Kane ist auch nicht ein Stein gemeißelt, glaube ich, dass er nächstes Jahr bleibt. Mal abwarten. Wird sich ein bisschen was verändern, ne? Wird man sehen. Und wie gesagt, Gnabry und Leon werden nächstes Jahr auf jeden Fall auf der Bank hocken. So. Oder vielleicht spielen sie ja sogar. Ich weiß es nicht. Hoffen darf man, ja, aber wir hoffen seit 3 Jahren mittlerweile, ne? Das ist halt so das Traurige.
Und man wundert sich halt, dass man dann so die sportliche Talfahrt irgendwo hatte. Und man sieht ja jetzt auch dies Jahr, dass ein Gnabry, ein Sané, das sind ja keine Faktoren mehr. Das sind doch sportlich keine Faktoren, Alter. Müller ist auch kein Faktor. Leon ist nur ein Faktor, weil Pavlovic die Saison so oft verletzt war. Sonst wäre der auch kein Faktor. Ja? Und das sieht man doch dieses Jahr. Das ist doch das Schlimme. Ja, na klar muss er dann zusehen. Aber Leute, ein Happy ist 33, oder nicht? Nächstes Jahr 34. Der wird ja auch nicht jünger. Bei Rocker anfragen, der zockt noch. Ja. Kannst auch bei C. Roberto anfragen. Der ist mit 55 wahrscheinlich auch noch fit. Ja, also man hat ja jetzt nicht einen Tom Bischof verpflichtet, um ihn auf die Bank zu setzen. So, ja. Also ich sehe ihn schon als Alternative für einen Pavlo. So, Pavlo ist super verletzungsanfällig, warum auch immer. Ist halt so, dafür hast du einen Tim Bischof verpflichtet. Ja. So, du hast einen Kimmich da, der absolute Überstrahler sein wird im Mittelfeld. Da kannst du also einen etwas jüngeren an die Seite stellen, das sollte nicht das Problem sein. Und wenn du mal guckst, wenn Kimmich und Goretzka auf dem Platz stehen, was siehst du von Leon? Was hast du von Leon gegen Union gesehen? Nichts. Null. Nothing. Gar nichts. Der war teilweise 25 Minuten gefühlt nicht am Ball oder hatte einen Ballkontakt, wo er dann wieder einen Querpass oder einen Pass nach hinten gespielt hat. So, dafür brauchst du keinen Spieler, der Leon Goretzka heißt und 17, 18 Millionen verdient. Ja? Brauchst du nicht. Punkt. Da brauchst du auch keinen Palinja, der ein Defensivmonster ist. So, der ist da auch fehl am Platz. Ja? Da kannst du einen Pavlo hinstellen, ja. Da kannst du einen Tom Bischof hinstellen, da kannst du Conny Daimer hinstellen, ja. Und alles andere kannst let's go. Ja. So, ich verstehe auch diesen Hype nicht um Leon Goretzka jetzt. Ja, wow, er hat weiter seinen Job gemacht. Grandios. Ja, er hat 2, 3 gute Spiele gemacht. Ja. Die besten Spiele hat er gemacht, wenn Kimmich nicht da war. Ja. Weil er dann die Verantwortung übernimmt. Ja, das kann er. Ist Kimmich da, kann er das nicht? Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Versteckt er sich immer hinter Josh. Oder wann ist Goretzka gut, wenn er den defensiven Part übernehmen kann? Ja. So, wie viele Spiele hast du, wo das ist? Keine Ahnung. Also ich verstehe den Hype gerade nicht um Leon. Aber muss ich auch nicht. So ist das halt einfach. Ja, du brauchst halt einfach einen Ersatzstürmer. Sorry. Ja, unabhängig davon, ob ein... Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir jemals nur einen Stürmer hatten. Das ist ja auch eine Farce. Ja, und die Farce wird richtig knallen. Nochmal. Wir wollen es nicht hoffen hier, wir klopfen auf Holz. Was ist, wenn Harry Kane sich jetzt in der heißen Phase verletzt, Alter? Dann holen wir Schuppo zurück. Nee, geht ja nicht. Kannst du nicht mehr nachmelden. Kannst du in der Bundesliga, weiß ich nicht, ob das geht, wenn du vereinslosen Spieler verpflichtest. In der Champions League geht das auf jeden Fall nicht. Ist eine Katastrophe. Also nochmal, wir reden von einer Top 5 Mannschaft Europas, ja. Ein Stürmer. Einen. Kannst du keinem erzählen. Katastrophe. Ja, dass man Sané nominiert, Alter, frag mich nicht. Das ist sowieso der größte Witz dieser Nation. Also, da kannst du ja noch eher einen Goretzka nominieren. Das kannst du ja irgendwo ein bisschen verargumentieren, aber auch die Leistung nochmal. Also für mich war Leons Leistung, das war gutes oberes Bundesliga-Regal und das war es aber auch. Keine Ahnung, aber muss ich auch nicht verstehen. Also Namenmannschaft interessiert mich eh nicht, gucke ich auch nicht. Ist mir wurscht. Naja, also bin ich bei dir, aber Leon wird bei uns seit 2 Jahren totgeredet und er ist immer noch da und spielt, obwohl ein Jacquard geholt wurde und so weiter. Und ob Bischof viel bei uns spielen wird,
Wird man sehen. Das ist alles, was ich sage, mein Lieber. Ja, aber warum ist das denn so? Warum ist das denn so? Warum hast du denn jetzt, wenn Pavlovic ausgefallen ist, einen Leon Goretzka hingestellt? Warum nicht den viel besseren, auf dieser Position passenden Conny Leimer? Ja? Ist dasselbe Argument, warum hat die ganze Zeit ein Fonzie Davies gespielt, obwohl er unterirdisch schlecht war? Ja. Weil da alles hier, Kuschel da und hier, der ist mit dem verwoben und wenn der nicht spielt, ist der pissig und dann ist der Josh nicht ach, und ich kannst es nicht mehr, Alter. Ja, also weißt du, wie ich mir den Winnie manchmal vorstelle? Der musste im Kader gucken, so wie GZSZ, Alter. Ja, da hast du die Clique und wenn da einer nicht von gestreichelt wird, dann ist das und da hast du die und Katastrophe, Alter. Sorry. Nochmal, du hast einen Conny Leimer, der perfekte Achter wäre in diesem scheiß System, was wir spielen, mit Pressen. Und du stellst einen Leon Goretzka dahin. Also. Puh. Warum? Also sportlich gesehen gab es da keine Gründe für. Dass ein Leon es gut gemacht hat, ordentlich gemacht hat, alles fein. Ja? Aber erklären kann ich mir das nicht. Ich kann mir das schon erklären. Immerhin ist Josh Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und ich denke mal, der hat da eine Menge zu beigetragen. Ja, keine Ahnung. Und ich meine, du sagst, du teilst dem Spieler mit, ja, pass mal auf, Leon, ja. Wir planen nicht mehr mit dir. Und dann stellst du lieber einen Goretzka dahin, anstatt einen Conny Leimer. Wild. I don't know. Aber sportlich klappt's und solange es klappt, haben wir am Ende des Tages auch keine Argumente. Was? Wir sind Erster in der Bundesliga, 6 Punkte vor Leverkusen. Wir spielen gegen Inter im Viertelfinale der Champions League. Also wie immer, meckern auf hohem Niveau hier. Und ich glaube, das ist schon fast ein gutes Schlusswort für heute. Es sei denn, ihr habt noch einen Punkt. Wenn wir gewinnen, ist egal, wer spielt. Ja, und Leon war ja auch stark gegen Stuttgart zum Beispiel. So, da war er wirklich stark. Ne? Ich will das ja gar nicht schlecht reden irgendwie. Aber ich bleibe dabei, dass ein Leon einfach nicht in diese Mannschaft, in dieses System passt. Gegen Stuttgart, ja, weil Stuttgart ein Gegner ist, der uns Raum gibt. Da ist Leon gut. Wenn es ein Gegner ist, der uns keinen Raum gibt, wie Union, wie 80% der Spiele, die wir haben pro Saison, ist das ein verschenkter Mann auf dem Feld. Sorry. Es ist einfach so. Weil mehr als den Ball quer und nach hinten spielen, kriegt der Typ da nicht hin. Ja, er kann mal in den 16er aufrücken und ist dann da für einen Kopfball oder sowas. Das ist seine Stärke. Aber das war's. Seine wirkliche Stärke, wie es dann gegen Stuttgart war, kann er gar nicht umsetzen gegen tiefstehende Gegner. Ja? Und deswegen hat man wahrscheinlich auch nicht mehr mit ihm geplant gehabt im Sommer. No. Nee, Josua ist jetzt dann gar nichts mehr schuld. Josua hat jetzt Rentenvertrag bei uns. Knallt sich nochmal 80 Mille rein. Wahrscheinlich nochmal 20 für die Unterschrift. Läuft bei ihm. Ich bin da auch gespannt, ey. Schöner Take. Bin gespannt, wie diese Sommertransferphase abläuft. Uli sagt, wir hätten keine Kohle mehr, aber im Nebensatz, wenn wir einen Spieler wie Wirtz wollen, dann reicht es noch. Ja. Naja, da vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Ich denke, der Uli ist auch nicht zufrieden damit, wie der Kader gerade dasteht. Dass man halt keine Jugendspieler mehr hinten dran hat. Die hat man ja alle weggehauen, außer Vidovic, den du eh nicht siehst. Ich denke, das Ziel ist schon, dahin zu kommen, dass man halt die Talente hinten dran hat und denen auch Spielzeit geben kann, beziehungsweise muss. Ja, und dafür musst du halt, ja, über die Spieler, die wir seit Jahren diskutieren, musst du halt mal gucken, dass du die irgendwie weitervermittelst.
So. Und solange das nicht passiert, ja, nochmal, wir haben das Thema vor der Saison gehabt, wir werden es nächstes Jahr wieder haben. Du wirst denen ja nicht sagen, nee, ihr seid nicht mehr Teil dieses Kaders. So, das passiert beim FC Bayern ja nicht. Das heißt, du wirst auch nächstes Jahr wieder die jungen Spieler nehmen, wirst sie ein Jahr verleihen, wirst sie verkaufen, whatever. Ja, weil einfach kein Platz ist in diesem Kader. So. Und wenn dann wirklich jetzt diese Farce eintreten sollte, dass wir mit dem Leroy Sané noch verlängern, dann ist eh vorbei. Dann ist vorbei, Leute. Dann kannst du den Vorhang zuziehen. Dann kannst du zuziehen, ja. Dann müssen wir wirklich zur Jahreshauptversammlung nächstes Jahr. Aber wenn wir dann noch Titel holen, haben wir ja keine Argumente. Stellt euch mal vor, der Leroy schießt dann noch das Siegtor im Champions League-Finale. Geil, oder? Dann haben wir den auch die nächsten 4 Jahre. Und dann zurecht, oder was? Wild, oder? Wild. Gut, mit diesem Gedankenexperiment, Leute, lasse ich euch jetzt alleine. Nächste Woche Montag hören wir uns nicht. FC Bayern ist ja nicht präsent. Wir hören uns erst eine Woche später wieder. Ist ja Nationalmannschaft, von daher haben wir mal Pause von uns. Und das ist ja auch nicht schlecht. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend. Und ja, wir hören uns. Wann ist das nächste Spiel? Wann spielen wir? 2 Wochen, oder? 29.03. Guck mal. 12 Tagen. Gegen Pauli. Dann hören wir uns. Leute, es war mir ein Fest, wie immer. Und habt eine gute Zeit bis dahin. Rot-weiße Grüße. Tschüssi. Ciao, ciao.